Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus dem Café Mich am 3D als Nationalfeiertag um 4 Uhr. Du hast auch an diesem bekannten Dickricher Café Nes Filas. Ihr mag darauf zu Schwätze kommen, aber mal für dich nach Durchspruch zu diesem großen Tag vom Bürgermeister Clotilde. Leif Dickricher Biergerinnen der Bierger. Leif Damen und Herren aus dem Dickricher Chef von der Gemengerot, der Verwaltungen als Servicer von der Gemeng. Endlich, nur 2 Jahre, wird der Nationalfeiertag 2022 ewéi gewinnt gefeiert könne gehen. Auch von Krise sanitär nach immer nicht river ist, aber mir nach immer gut sollen ein auf den anderen oppassen, sie für den Moment mal Mesure von der Pandemie so gut wie all abgehoben. Das erlaubt uns dann, das nächste Militärparade aufzuhalten, an um 4 Uhr als dann auch den traditionellen Fackelzug beim Volksfest. Nationalfeiertag selber, dann die offizielle Zeremonie mit durchschließendem Ehrepad op der Kloster. Nationalfeiertag ist und bleibt aber ein besonderer Tag für die Letzterbäuer und noch die Dickricher. Auch dieses Jahr noch viel mehr mit dem Krieg an der Ukraine, mit diesem Angriff auf das ukrainische Volk, mit all dem damit verbundenen Leid, kriegt unser Nationalfeiertag eine noch viel mehr wichtige Bedeutung. Für unsere Freiheit und unsere Eigenständigkeit sollen wir alle Goethe mit großem Respekt und die erinnern, die für uns Kleinland Symbol davon sind. Und auf diesem Tag, wo alle Bewohner sollen zusammengebracht gehen, egal was die Nationalität, Religion oder Orientierung ist, soll und darf dadurch gefeiert gehen. Am Namen vom Chef der Gemengerot wünschen ich euch alle schöne Nationalfeiertag. Zusammen eine Gesellschaft oder daheim am kleinen Kreis. Aus dem Grand Ducanry und seiner Familie wünschen wir für diesen Tag alles Gutes für die Zukunft und weiter viel Success am Dienst von unserer Nation. Am Namen von der Stadt Dickrich wünsche ich euch alle eine schöne Nationalfeiertag. Vive der Grand Duc und die großherzogliche Familie, vive Lützeburg, vive Dickrich. Ja, Nationalfeiertag steht für unter dir. Hallo, sind wir am Café Mich und du hast bei mir den Patron von heute Zimmer. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Nationalfeiertag, das ist auch für ihr, denke ich, immer ein großer Moment. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch immer für den Abend etwas Spezielles gemacht. So wird man Kleinigkeiten fixieren oder mit Musik. Du hast noch nicht genau an der Planung, was wir das Jahr machen, aber da geschieht bestimmt noch etwas, ja. Der Kaffee, den heißt Mich, und das ist am Anfang ein Bezug auf den Mom, weil die hat den Bistro eigentlich gegründet. Ja, genau, das war meine Mom. Sie hat die 96 gegründet. Und ja, da haben wir einfach gedacht, das wäre das Einfachste für hier umzuholen. Kaffee Mich sieht sich auch gut. Sie ist zwar nicht mehr am Kaffee, mehr schon die Nummer mal gelost, weil jeder kennt ja auch den Kaffee Mich. So, mit dem Namen, und das soll doch so bleiben. Hat der Matthias sich aber etwas geändert? Also ein bisschen ein neues Konzept gekommen? Ja, es haben sich ein paar Sachen geändert. Aber das liegt nicht nur um mir, eigentlich, sondern einfach auch durch die Entwicklung, dass sich alles geändert hat in den letzten Jahren. Und ja, wir machen viel mehr Essen wie früher. Wir haben viel mehr Essen. Am Anfang hatten wir just Croque Monsieur. Mittlerweile kochen wir alle richtig. Wir haben noch Ovens, Kleinigkeiten für zu essen. Wir haben viel mehr Cocktails. Das kommt früher nicht so. Dass die Leute so ein Schwach von Cocktails gefroht haben, mit Gin, mit Rum. Wir haben noch einen Barkeeper, der sich darum bekümmert. Und ja, da haben wir relativ viel mittlerweile anzubieten, was wir am Anfang nicht hatten. Was sind dann so die Spezialitäten? Von Essen haben wir natürlich ganz viel, was zu Lützeburger Platz sind. Mehr, ich mache mittlerweile ganz viel vegan. Ich backe noch vegan. Das ist ein bisschen das, mein Steckenpferd, so ein Moment, was ich wirklich gerne mache. Und was auch ganz gut ankommt, weil so viel geht der ist heilo am Norden noch nicht. Und ja, während der Pandemie habe ich das ein bisschen entwickelt und hat das relativ großes Success. Dann habt ihr aber auch ganz viele Events, die dir schon an der Pandemiezeit immer viele Sachen auffallen gelassen, Weindegustation und so. Ja, das stimmt. Wir hatten auch ja, für Sonntag hatten wir Pudelfleck-Sonntag gemacht auf Reservation, dann effektiv die Weindegustation. Wir haben ganz viel am Service à emporter geschafft. Die Leute auch angeboten für ganz Kuchen mit Themen zu und so weiter. Das hat sich ein bisschen reduziert, ist aber immer noch
Also gëtt immer noch ugeholt. Leiit kommen awer immer noch siche Phaseweis. Und dat tal auch lo bei, dat wird auch net mir opgehen. Und so summe auch noch im Konzert gehabt, also sporadisch, so 1-2 Mal am Monat machen wir Konzert. Und ja, da muss man gucken, wie sich da die Summe noch entwickelt. Wir sind ja auch noch nicht lang raus aus den Mesuren. Und lo könnt das könnt das normal leben, aber im Trick. Lo sucht dann gleich all dickisch, das steht auch für unter dir. Und du hast dir letztes Jahr etwas ganz Besonderes so raufhalten gelöst, für ein bisschen zu kompensieren. Das hat ja nur 2 Jahre gefehlt. Das war tatsächlich, ich meine, das war sogar das Jahr für drin, nach einer Sommerkirmes, weil du auch näherens ein Kirmes war. Das geht ja eine Zeit schon gut nicht für die Kanner. Und du hat man so kleine Spieler gemacht mit den Kanner, Intefischen, an Pfeiler schießen, an Molen, an Popcornmaschinen und so weiter. Und aber auch für die Erwachsenen hatten wir Kartenspieler gemacht, also Kontramat, die sie gespielt haben. Also. Und ja, was hat man noch? Gegrilltes und so weiter. Ja, einfach ein bisschen probiert, all die Krisch am Klängen zu machen. Mit mir freuen ist natürlich auch, und Lorem richtig all die Krisch aus. Und wir sind natürlich auch dabei zu machen wir einen Cocktailstand, wie Alkers 400 Pandemie. Und die Leute können ihre Cocktail mitnehmen. Zusammen kommen rund de Bistrostisch, das ist wichtig. Und das gehört auch schon lange Jahre einmal den Monat an der Dickrischer Brauerei. An der Pandemie war das flott Tradition wohl verloren gegangen. Und lo aber gouf den Freudes Apero endlich ableben gelassen. Und wir waren für ihr Schlandschlussen. Zter 50 Joer schon invitiert die Dickrischer Brauerei d'Leit vun Dickrich an dem Gegent sowie hier blacklecher freier Maderbeter op befreides Pat an Brauerei. Just die 2 letzten Joren war den Apero all echte Freideg am Mond ausgefallen. Dafür wird Fred umso mi groß für den 3. Juli 2022 dat ganz nächst kontralancéiert gin. Das ist ein ganz sympathischer, dass aber dann in Summe kommen von all den Leuten, die hier der Gegend rundherum sind, auf sich immer den Mond an zu treffen. Und das ist immer flott, weil die ganzen Leute aus Dickrich zusammen kommen. Dort treffen dann noch Leute von anderen Verwaltungen und anderen Firmen, die arbeiten, die immer kommen dann. Und dann kann ich noch mal so Sachen Pat klären, die sonst über ein Telefon nicht machen. Das ist eine super Sache. Für diesen ersten Part hinter der Pandemie waren zwar nicht halb so viele Leute gekommen wie für drun, aber die da waren, haben sich glücklich geschätzt. Auch für die Mitarbeiter von der Brauerei aus der Freitagsapéro nach dem Ring ganz flott Sache. Tous les premiers vendredis, je viens ici à l'apéro, oui. Je rencontre des amis, des anciens collègues, des connaissances. Après 5 ans d'apéritif, on en a. Hein. Moi, je retrouve des clients, je retrouve des partenaires, je retrouve même des anciens collègues retraités de la brasserie. Et c'est l'occasion d'échanger avec eux pendant 1 heure, 1 fois par mois, c'est très agréable. Et boire une bière, bien entendu. Brasserie de Luxembourg gesetzt sich als Traditionshaus, dat doch das schein Tradition vom Freitagsapéro einmal dem Mond unbedingt will feiern. Leute zu Summe bringen rund um guten Humpen und noch gute Relationen mit der Stadt erhalten, aus der Dickrischer Brauerei einfach wichtig. Pour nous, c'est important et pour moi, c'est important parce que nous sommes Diekirch, nous sommes partie de la ville, on partage ce nom avec la ville et pour nous, on est ici depuis 150 ans. Aussi, cette année, c'est le 150e anniversaire. Et on veut rester encore 150 ans, 300 ans. Et on ne peut pas faire ça sans les gens ici à Diekirch. Und damit ein großer Prost auf die Stadt von Bayer an ihre Brauerei. De vierlechte Weekend ist auch nicht ziemlich viel Bier am Park bei der Gemeinde geflossen. Da hat Philharmonie 2 Tage lang auf ihr traditionelles Bierfest invitiert. Mit viel Bier wohl, aber wie sich das für eine Philharmonie gehört, natürlich auch mit ganz viel Musik dabei.
Dabei ein anderes Flottfest, das auch schon in etlichen Jahren gefeiert wird. Nopischfest. Auch als zu Dickrich fanden sich Jahr für Jahr am Mai immer Leute, die Initiative holen, für den Noperen zusammen zu bringen. Das Jahr auch ein erste Kehr an der schönen Straße Baraus direkt über das Militärmuseum. Fried war groß, das Jahr Baraus, wo sie schon lange drauf schaffen, ein Nopischfest auf die Beine zu setzen, und nicht lo für den 20. Mai 2022 endlich gepackt hatten. Eine Initiative von Freundinnen, die schon von kleinem Mund an dieser schönen Dickrischer Straße wohnen. Zum Glück haben wir als Anna ein Akademo auf der Gemeinschaft und hat dann all die Bänken organisiert, natürlich auch Zelter. Und zum Glück haben wir auch gute Operen, die nach Zelter mitgebracht haben, sodass wir alle unter dem Drischen werden ganz nah und hoffentlich stehen. Und ja, so ist es einfach geil. Tatsächlich ist es so, dass ich sein Nopischfest an der Gemeinde ummelden muss, die dann ihrerseits Equipment engagieren, wie Ballonen und T-Shirts und natürlich auch Invitationskarten zur Verfügung stellt. Die Invitation unholen, sollen dann den Tag selber jeder etwas für zu essen oder zu trinken mitbringen. Also jeder bringt hier Spezialität mit, mir Kroatisch, mir Portugiesisch, mir Italienisch und Lützeburgisch, natürlich. Aber wie noch nimmer gut Laune am Gepäck hat, ist natürlich auch willkommen. Oder wie sein Kenntnisse mitbringt, wie den Herr Hai, der sich als Grillmeister zur Verfügung gestellt hat. Ich mache das immer gerne daheim, auch wenn ich Besuch daheim, das ist das selbst. Freiwillig. Ich gehe kommen den Ofen, das geht ein schöner Ofen. Das ist für dich, wo wir das organisieren, und ich denke mir, wir sehen das Ofen. Das ist am Anfang so, dass ich schon vom Nopischfest für den Heieren habe, aber da nie dabei war. Und ich habe hier an der Straße gedacht, ich kenne viele Leute von Gesinn. Mir Gesinn das eng Sache, mit Leuten schwätzen, also wirklich mal mit Nummer auch kennenlernen, also für und dort was eine gute Gelegenheit. Und hier an der Straße bietet sich dann natürlich lohnen und dafür sind schöner kommen. Also wir sind alle gut zusammen und da kann ich mal mit der Kanner spielen, das fand ich am besten. Am Ganzen waren sie tatsächlich zu ihrer 40. Der Invitation noch kommen. Jederin hat etwas mitgebracht, den haben wir gepackt, sodass ihn das Fest als ein richtiges Succès bezeichnen kann. Die Initiatorinnen, die selber an der Flotterstraße Baraus abgewusst sind, hoffen damit, ein Stück dazu beizudrohen, dass auch hier Kanner einkehr die gute Ambiance von Baraus feiern. Der europäische Gedanke steht auch an einem anderen Meeting, den all 5 Jahre am LCD zu Dickrich stattfindet. Journée Européenne, die am Wiesel mit 4 anderen Lyceen aus den Nopischländern aufgehalten gehen. Hier allerdings geht es Männer drin zu feiern, wie sich ein und dem anderen zu müssen. Natürlich immer ganz kameradschaftlich, ganz am Sinn, für zusammen Spaß zu haben. Am ganze 54 Schüler und ob mans 75 Profen aus 5 verschiedene Länder haben sich 2022 auf eine neue Journée Européenne zusammengefunden. Lycée aus München, Gladbach an Deutschland, von Saint-Amand an Frankreich, von Neapel an der Belgien, von Valkenswerd an Holland an den LCD von Dickrich, sind sich schon seit 53 Jahren immer an einer anderen von den 5 Partnerschulen für zusammen einen sportlichen und kulturellen Weekend zu verbringen. Dekier war das Rendezvous also zu Dickrich. Die Idee ist für eine Menge europäische Idee. Das heißt, auch an den 60er Jahren schon haben sich Gedanken gemacht, wie kann man mit den anderen Ländern zusammen schaffen. Und ich denke, an Zeiten, wie wir noch haben, ist es umso mehr wichtig, auch den europäischen Gedanken da beizubehalten. Und die 4 Partnerschulen, dass sie wirklich als engsten Freunde, als engsten Partnerschulen, die wir haben, mit denen wir wirklich schon all die Jahre zusammen schaffen. Nicht nur bei den Journée Européenne, sondern auch mit Erasmus-Plus-Projekten. Also das ist wirklich ein europäischer Gedanken, ist ganz stark dabei. Journée Européenne sind aus sportlicher Sicht geguckt eine Mischung zwischen Kompetition als Freundschaftsmatcher, wo es Männer darum geht, sich zu beweisen, wie etwas zusammen auf Beine zu setzen und dabei den europäischen Gedanken zu fördern. Von Basket über Football bis zu Schwammen und Athletismus sind bald alle Sportarten vertreten. Decker allerdings für den sich wenn Corona müssen ein bisschen aufpassen, was dann auch mal neue Wanderer bräuchte wird. Cette année, le concept est un peu différent parce que les Jeux n'avaient pas eu lieu depuis
2019 suite au Covid. Et donc là, on se retrouve de nouveau après 2 années et on est super contents. Alors, les activités sportives ont été revues, adaptées par rapport aux conditions sanitaires. Et donc, le basket, c'est devenu le streetball. Le volleyball, c'est devenu du beach volley, entre autres, voilà. Et on adore se retrouver. Nous, on est ravis d'être là, ça fait quelques années. Moi, j'avais participé aux Jeux il y a quelques temps. Et avec la situation sanitaire, ça a été compliqué de les remettre en place. Et là, on est vraiment ravis de pouvoir les refaire. Et aussi, on excelle au niveau des sports. On est premier sur 5 disciplines. Et donc, du coup, on en est ravis et on est vraiment content d'être là, du coup. Bëssen gonget also trotz allem orem Moossen, awer net Schüleré war sportlechen erwee. En Deel vun de Bedeelechten huet nämlich schon eng grosse kulturellen Aufschlossevent geschafft, wo Tanz, Kunst, Musik, Gesang an e wissenschaftliche Quiz am Vordergrund stungen. So guten Dekor gouf hai komplett an ege Regie produzéiert. Virun allem awer bleiwen d'Journée Europäen denen die matmachen fir ëmmer a positiver Erinnerung. Ich meine, dass das Projekt mir geholfen hat, persönlich für meinen Horizont zu erweitern, für mit anderen Leuten Kontakt zu kommen, mit denen ich normalerweise nicht so in Kontakt bin, für mich mit Leuten zu unterhalten und für ein bisschen hier Sicht von der Welt kennenzulernen. Ich fand, alle Länder gibt es eine andere Ambiance auf so. Ich fand, dass die Französisch gesprochen haben, den Anschluss gewirkt, wie die Deutsch gesprochen haben. Ich fand aber insgesamt war eine gute Erfahrung mit anderen Leuten, die nicht Lützeburg schwatzen, zusammen zu agieren, zusammen zu proben und zusammen zu schwatzen. Ja. Spricht andere Sprachen, man lernt andere Kulturen kennen, auch die Schüler lernen andere Schulsysteme kennen, dass man über den Tellerrand hinaus mal schaut, ne? Und nicht immer nur in seinen kleinen 4 Wänden quasi oder in seinen 100 Quadratmeter um die eigene Stadt mal schaut. Was machen andere und vielleicht können wir von anderen lernen. Das entstehen zum Teil Freundschaften für das Leben, die kommen hier für ihre Weekend dahin und erleben etwas zusammen bei diesen Sportevenementen, beim Tournoi, hier bei den kulturellen Veranstaltungen, beim Konzert auf der Bühne gestromt hatten, eine mega coole Party an der Seerei und schmengen, das sind Momente, die sie nie vergessen. Und die gehen auch heim mit einer Wallis voller Erinnerungen. Gerade der Moment, die von Europa umso mehr wichtig ist als ganz, ganz wichtig Stadt. Sie können zusammenkommen. Für rund 2 Wochen gouf eng gros Novotéit zu Dickrech. Junior Commercial die hat fir d'échte Käier en grossen lokalen Markt organisiert, wo d nëmme lokal Produien ze kafe gouf, also en nohaltege Markt. Und dabei kann den Aldermenke feststellen, et brauche wirklich net weit ze lafe fir Flotsachen ze fannen, an d'Offer hai am Ländchen, déi ass wirklich groß. Lokalprodukte se gefrot an well diversifiiert wie nie fir Runden. Dofo kann den sech de Vierlächte Weekend an der Fußgänger zu niverzegen, wo d'Union Commercial op de lokale Markt invitiert hat. De Bayer Fritz zum Beispiel huet net nëmmen einfach Hunnescho geburten, mé hunnech Beier, hunnech Strëpp, hunnech Gin an nach méi alles op Basis vu Lützeburger Ingredienten an nëmmen ze kreien a klenge Boutiker. Ja, dat mé de wirklich leider net egal wat das an wo ihr könnt an dem Moment sind noch bereit bisschen mehr auszugehen, wann sie wissen, welche Sachen hier kommen. Auch dieser Mann, der bei der ersten IVV-Marsch vom Ersatzzentrum Dickrich mitgemacht hat, ist begeistert von dieser lokalen Offer an der Großgas. Ich fand das gut. Ich fand noch, soll mehr Lützeburger Produkte kaufen, mit mehr Lokalsachen, auch an den Restaurants soll mehr lokale so geboten gehen. Ja, das ist für mich okay. Ich fand es super. Mehr Demands, mehr Angebots. Das gilt doch für die Urlisch Press. Dem Daniel Margero sing Urlischer sind als selber kahl gepresst, und mit Lützeburger Ingredienten oder ob man's Lützeburger Bezug hier gestaltet. Die Olive selber, die kommen aus Italien hier. Da gibt es eine Lützebäuerin, die hat da einen Olivenbongert abgemacht. Wir kriegen davon hinten die Oliven hin und die pressen wir dann. Und all die anderen Urlischen, das dann von den Lützebäuer Bauern, kremiert Kehren, Kürbiskern, Sonnenblumenkehren und dann gibt es da eins.
Auch bei der Junkerfirma Opios, die bei ihren Alkoholen op Lützeburger Kräuter setzt, hun se immer méi no froh, an dem no auch immer méi verschiedene Guen am Sortiment. Neben Gin an allmögliche Varianten gëtt et Tajorwell Pastis an neuerdings sogar Wermut. Verkaufen möchte ihn aber nach immer am besten an Kontakt mit den Leuten, für was sie obsumiert, wie denheit zu die Krisch ungewisse sind. Du musst also für degustieren, weil das von sie an den Supermarkt gehen, kaufen sie vielleicht, sind nicht sicher, weil wir schon lieber 42 Gin machen am Land. Aber natürlich, du bist immer froh am Stern und erklärst du den Klienten ein bisschen dann, mit welchem Tonic, wie Tonic passt am besten oder wen Tonic kannst du holen, für die Aromen aus dem Gin rauszuholen. Ja, ich fand den Kontakt mit dem Klient ist ganz wichtig an der Branche. Fest dat schon ganz lange zu dir kriegt, da das Dieselsfest. Wenn's Corona war, weil die Lastjuren gepaust gehen. Der vierletzte Weekend allerdings, da kommt man Skotschen von der Stadt Dietrich nicht so richtig gefeiert gehen. Et war eng Fred fir klenger Gros fir de vierlechte Weekend endlech nies kontertraint Eselsfest am Parkhof gehale ginn. Dickrich feiert den Esler soch no 10 Joer an 2 Joer Paus nach ëmmer beleeften Treff, besonders natierlech bei so perfektem Wider. Bei dem wie sonst an Deutschland Kaiserwetter kann ja nimmen zufrieden sinn an. Wir wollten dat immer als klengt festhalen, net so riesegros Event daraus machen e klengt fest, Familiefest an der das total reüssiert. Net nommen ass dës de Flott Familiefest méi fir vill Vereinerer Kënchtler och eng gut Geleenheet fir neueste Kreatiounen unzubieden. Wie zum Beispiel Claudine Roger an Corinne Schönetten, déi sech an der Pandemie Accessoire mat Flotte Lützeburger Sprüch afälle gelos hunn. Oder d'Atelier Protégé vu Bierspech, déi ëmmer nees gär mat neue Produktionsobjeen op Dieselsfest kommen. Du ginn verschiedene Sachen, wat das ja ganz neu ist, das so ein Golddieselchen, ein Spurbecks, aber den Schwanzobjekte kommen zu ihnen raus. Das Objekten kann ich natürlich auch nomfest nach immer an den Atelier bestellen. Und dann natürlich das Handika selber, den stark mit Eseln und Bause verkauft und dafür Zeichnungen vom Roger Leiner benutzt, sieht das ob Timbre, Puzzlen, Prablien oder neuerdings ob Strümpf. Dafür haben wir viele Möglichkeiten, in der das kurze Zeichnungen gemacht. Und die haben wir bis schon ein Zeitchen nicht mehr bei uns. Und wir vermerken das nachher auch, aber also Kosten vom Donkey Challenge, da so eine Zeichnung von ihm. Das ist eigentlich artistisch ganz wertvoll. Aber für Dickrich super. Nur diesem Fest also bei der Folklore, den Esel gehört zu Dickrich, wie normalerweise den Hund auf der Kirchturm. Der letzte Monat, als Kannerbuch an den Verkauf kommt, dass es da wert ist, darüber zu schwätzen. Das ist nämlich eine ganz neue Form von Geschichtebuch, die bisweilen noch nicht gibt hier am Land. Und was noch direkt einen wichtigen Buchpreis kriegt. Und den Autor, der wohnt doch nachher zu Dickrich. Wir waren hier in besichert. De Mark Weidert war Langzeit als Schulmeistrin aktiv und als Pap von 3 Meterscher. Er hat also immer schon mit Literatur zu dienen, selber geschrieben hat er aber nie, bis zu den verdrüttelten Geschichten, eine Idee, die ihm kaum, weil er seine Kanner immer viel gelesen hat. Es war so ein Gag Idee am Anfang, wo ich gedacht habe, oh, du hast ein paar flott Bücher, die den Kanner erzählt, so ein Stil, so Geschichten, die verdreht sind, das können dann andere Sprachen, können nicht am Lützeburgischen. Du probierst mal, ob du das hinkriegst, für den Text selber zu schreiben. So sind aus purer Lust um Schreiben Reimen für dich ein Text entstand und 2 und so weiter. Die Illustratrice Marie-Isabelle Callier hat das so flott gefunden, dass sie voll Zeichnungen zu der Geschichte machen. So waren aber einmal die verdrüttelte Geschichte fertig, also bekannte Mährerscher Seechen, die ein neues Nuss kreieren. Die aber hier anders ausgehen, wen das gewinnt ist, oder wo die Personen sich genau umgedreht verhalten, wie sie sich an der Originalgeschichte beholen, oder wo zum Beispiel auch mal Personen zu Wort kommen, die
sos net können. Zum Beispiel der Wolf, den sich beschwert, wenn dem so schlecht geht, in immer die Basen an hin hat man gerne eng Änderung von segem Statut an Moment von der ganzen Geschichte springt dann noch etwas für hin raus. An dabei huet Mark weiter doch nach Versicht a Lützebauer Ausdruck mat ranzubringen an sogar eng Seche mat Lützebauer Origin. Seg spritzeg Geschichten, die aus enger Laune heraus entstanden waren, goufne so zu engem richtigem Mehrwert für de Lützebauer Büchermarché am Dezember dat last Jahr und die verdrodelt Geschichten et dann noch direkt zum echte Preis für Kannerbücher beim nationale Literaturkonkurs brucht. Im Moment nicht Moment so richtig ja, also, wenn as dat wat geht drei an dann so realisiert den awer der Wo ass an das Schein das eng Schein der Liefnis an auch dat motivéiert dee fir der weiter zu fuhren natürlich. Wenns der Penurie an der Verbayerindustrie kann Burzbarecht Armee publizeiert ginn, awer de Suse dobausen ass gross. An de mag weitert e lowel villen erwee fir sei Buch an de Librarien ze präsentieren, awer fir Lesungen an de Schulen. Iwregent si bei all Geschicht doch immer Basisgeschichte mat dran, op dé sech die verdrudelt Meererschraseche berufen, an noch van Buchtepreis fir Kannerliteratur kruz kann all Erwussenen eso sei Spaß fannen. Für un ziemlich genege Mount goufen dann noch all die neue Membren aus dem Schaffener Gemengerotheit zu Dickrich geehrt. Leider huet Zeremonie, wenn's dem schlechte Wider muss aufgekehrt gehen, e Cortège war net méiglech an awer wäret enge Flott van noch net ganz üblich Ovation. 20. Mai 2022 an der Allseerei huech op Invitationun vum Syndikat d'Initiativ die nei aus dem Gemengerot davon fir an ihre neue Funktionen geehrt ze ginn. Als Organisatrice vun der Asparia greift an offiziell Präsidentin vum Syndikat wurt fir sie willkommen ze heechen. Das eng Tradition vu je hier. Und für war das wichtig für Dickrich, aber für das die Dickricher Leute, also gehen all die Leute von den Vereinen gehen zum Beispiel invitiert, das ganze Coop von der dickrischer Population, das sind die neuen Leute, die an der Gemeinde sind, die Gemengeverantwortung überholen, dass die dann noch bekannt gehen, wenn sie nicht schon viel kennen, weil sie ja schon gewählt wahrscheinlich. Und dann geht es für sie all eine große Merci in Form von einem dicken Bouquet Blumen, das sie hier neue Funktionen geholt haben. Für den neuen Bürgermeister Clotilde, dann der Chef Claude Dahleiden, sowie die Gemengekonseillerin Frank Link und dann Kneip. Aber bei dieser Ovation sollten die all natürlich nicht vergessen gehen für hier 3 Dinge am Wohl von der Gemenge. Die Demissionär Gemengekonseiller François Kerger-Faber, an für allem de langjährige Bürgermeister Claude Hagen, Ministers an diesem Remaniement eigentlich ausgelesen hat. Die heute Innovation war da noch keine wie die andere. Innovation das eng Tradition, die no am Prinzip novelle Nummer ass ha ein bisschen eng extraordinär, weil man Changementer am Schaffer tun das eng Flot Tradition, das immer schön, wann ich kann dabei sein. Ha für mich Innovation für an Funktion vom Bürgermeister geiert zu gehen, das natürlich eng schön heiert, das immer flott, das immer interessant und ich hoffe, dass man nach gemütlichen Nowenleuwerte verbringen. Und die Wunsch sollte immer erfüllt gehen. Bei einem Häppchen an einem Patchen hatten die Invitiert nur all wunderbar Gelegenheit, den neuen Politiker nochmal ein bisschen auf den Zahn zu füllen. Nationalfeiertag steht für unter dir, an dem man durch die belebte Militärparaden 21. Juni auf der Kloster mit der Feierlichkeiten heute zu Dickrich angelaut gehen. Dieses Jahr aber wird sich das Centre Militär zu Dickrich nicht nur auf der Parade zum Publikum präsentieren, wir soll den 10. Juli auch ein großes Porte ouvert Herrenbiersch aufgehalten gehen, wo ihn aber wirklich alles präsentiert kriegt, was man der Armee zu dienen hat. Heute schon mal ein kleiner Viergeschmack.
Also, dieses Rendezvous soll den sich unbedingt merken. Den 10. Juli, du hast heute zu Dickrich übrigens ziemlich viel aus. Neben der Port de Verde Herrebierg aus den da zum Beispiel auch Journée du Kajak und natürlich all Dickrich. Mehr darüber, an unserem Agenda. Nationalfeiertag soll das Journées für Gewinn aufgehalten gehen. Und dafür geht es den 21. Juni 10 Uhr morgens schon los mit der Militärparade auf der Kloster. Den Tag drauf, 22. Juni, dann ist von 7 Uhr auf der selben Platz das größte Volksfest, wo 10:30 Uhr die Dickrischer Musik und Konzert gibt. 10:30 ist von der Kloster aus der Fackelzug geplant, den Decker nicht über den Buttermarkt mit zurück durch die Brabanterstraße feiert. Den 23. Nationalfeiertag selber als die offizielle Zeremonie gesucht, die 4:11 mit einem Cortège vom Friedensgericht bis auf die Kloster fängt, wo dann der Clotilde sein Estriert als neue Bürgermeister hält, ihr Gemeng ob ein Pat invitiert. Der 24. Juni ist 20 Uhr an der Aller Kirche Konzert vom Musikerkollektiv Camerata 4 gesehen. Im Programm steht Werke vom deutsch-britischen Barockkomponist Georg Friedrich Händel und vom Lützeburger Komponist Claude Lenners, die sich durch einen spannenden Mix zwischen meditative Klänge und ganz nervösen instrumentalen Passagen auszeichnen. Die Reservation geht über die Mailadresse info@camerata.lu, den Entrée ist gratis. Da können nur 2 Uhr Pause, damit die Vieux die Kirche auch nächst endlich auf das Dickrich-Fest invitieren, das vom 8. bis zum 12. Juli geplant ist. Wie gewinnt geht es den 7. Juli schon inoffiziell los mit dem Vernissage von der Palette-Ausstellung am Kulturhaus. Den 8. November dann das nächste große Cortège mit der Brautpaar an alle Wehen vom LCD durch ganz Dickrich bis auf den Buttermarkt geplant, wo der Bürgermeister symbolisch den Schlüssel von Dickrich und der Verein überreicht, den dann 5 Tage lang an all Dickrich zuhören hat. Mit Kontramit, Fässerrollen, Kirmes und Tränken geht es so bis zum Durchstrichen dünstig gefeiert, bis es nicht mehr geht. Abgepasst wird der Wohner von aus der Schleet, der Vielzer Straße, der Rümerten und der Lach. Den 3. Juli sie von Erdauer Moyes und bis März bei der Schwamm zu Dickrich 3 Großkursen, die der Veloclub Dickrich zusammen mit der Nationalen Föderation FSCL organisiert an die Highland fuhren. Und zwar sind das der 25. internationale Kriterium von den jungen Cyklisten, der Grand Prix de Luxembourg und den 3 Länderchampionat von Lützeburg, Deutschland und der Schweiz. Die Fans vom Velosport sollten sich den 3. Juli also unbedingt merken. Für die Freunde vom Spazieren, dass ihr auch daran erinnert, dass die Amerikaner die Flotten Donkey Challenge ausprobieren könnt, den das Syndikat Initiative abgestaltet hat. Alle Informationen zu den 3 interaktiven Wanderwegen mit Flotteninformationen rund um Dickrich und den Isel kriegt ihr beim Syndikat Initiative an der Visite-Kirsch.lu. Es geht nicht über einen flotten Spaziergang durch die Natur zu Dickrich. Voilà, das war dann für unsere Emission «Haut aus dem Kaffee Mich». Damit wünschen wir euch einen ganz schönen Nationalfeiertag. Und ihr übertreibt es nicht, weil es kommt ja noch fest danach, für das wir den nächsten Monat ist gesund und munter herumgesehen. Adi, bis geschwind. Stuck in between